Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. Am Europäischen Parlament haben wir an unseren Arbeitssitzungen zu Brüssel besonders an der Kommission wichtige Aufstimmungen gehabt, die demnächst im Ordre du Jour von den Plenarsitzungen zu Straßburg werden stehen. Ich habe leider nicht immer gewonnen, besonders nicht am Wirtschafts- und Währungsausschuss, wo der Punkt der automatischen Échange von allen Informationen über Paiersuen, Zinsen, Assurancen, Vermögen, Immobilien zu Schule geht. Wir wollen also ein OCDE-Standarden halen, Échange d'informations sur demande, eine Majorität ist aber dafür, dass den Échange obligatoire über alles, was, wie gesagt, der Suen, der Vermögen und so weiter betrifft, soll gehen, wo auch immer das steht, wo das gelöst ist. Am Resultat, dass Steuerverwaltungen so mit Informationen zugetippt gehen, dass überhaupt nichts mehr geht. Aber darauf muss man noch zurückkommen. Heute will ich über ein anderes Thema informieren, das am Europaparlament aktuell ist, wo wir auch wissen, dass wir erweisen, dass wir aufgrund vom Lissabon-Vertrag den mehr Kompetenzen gibt im Parlament, dass wir nur als Muskeln spielen lassen. Es handelt sich um SWIFT. Das sieht den meisten von euch gar nicht. Aber ich werde die Stadt erklären mit meinem Kollegen Manfred Weber, der Vizepräsident von unserer Fraktion von der Europäischen Volkspartei, den auch als ein Expert an dem Dossier ist. Guten Tag, Manfred. Danke, dass du bereit warst, mit mir unsere Zuhörer und Zuschauer zu informieren, was denn nun in Bezug auf SWIFT im Europäischen Parlament los ist. Was ist SWIFT eigentlich? Ja, grüß dich erstmal, liebe Astrid Lulling. SWIFT ist zunächst mal eine Firma, eine ganz normale Firma, die die Aufgabe hat, die Banktransaktionen europaweit und weltweit abzuwickeln. Das heißt, wenn Bürger heute Überweisungen durchführen, von einem Land zum anderen oder auch in einem bestimmten Land, in Luxemburg zum Beispiel. Wenn ich meine Telefonrechnung bezahle. Wenn die Rechnung bezahlt wird, wenn das alles bezahlt wird, was Rechnungen da sind, dann läuft es über die SWIFT-Firma. Das ist eine Server-Computer-Firma, die das abwickelt. Vielleicht kennen die Bürger auch diesen SWIFT-Code. Da gibt es also einen Code, den man dann angeben muss, wenn es dann größere Transaktionen sind. Und es geht um die ganz konkrete Frage, ob die amerikanischen Behörden, also die Amerikaner, im Antiterrorkampf, im Kampf gegen den Terrorismus, ob die zukünftig auf die europäischen Daten, auf unsere Daten zugreifen dürfen oder nicht. Ja. Um die Frage geht es. Ja, aber weshalb machen wir uns denn jetzt Sorgen? Das Abkommen soll ja am 1. Februar in Kraft treten. Wir wollen aber auch dazu was sagen. Das ist eine der Neuerungen durch den Lissabon-Vertrag jetzt. Früher wäre es so gewesen, dass einfach die Minister und die Beamten im Hintergrund das abschließen, so einen Vertrag mit den Amerikanern, und dann ist es eben so. Dann kann keiner mehr was ändern. Jetzt durch den Lissabon-Vertrag werden solche Abkommen mit den Amerikanern bei uns im Parlament entschieden. Wenn wir Nein sagen, gibt es keinen Vertrag. Wenn wir Ja sagen, gibt es einen Vertrag. Und das ist eine spannende Frage jetzt. Wie gehen wir damit um? Jetzt sind wir verantwortlich dafür. Und ich sage schon klipp und klar, dass wir durchsetzen müssen, dass für europäische Daten unserer europäischen Bürger auch europäische Datenschutzstandards gelten müssen. Das müssen wir den Amerikanern erklären und das müssen wir auch durchsetzen in diesen Verträgen. Also was können dann die Amerikaner damit anfangen, wenn ich jetzt meine Telefonrechnung oder sonst was bezahlen oder hier meine Steuern für meine Wohnung in Brüssel? Also mit deiner Stromrechnung werden Sie wahrscheinlich keine Probleme haben, liebe Astrid. Die zentrale Frage ist, ob Sie sozusagen über alle Daten, das müssen wir sich ja vorstellen, seine Milliarden von Datensätzen, können Sie das denn überhaupt managen? Ob man die mit einem Computer einfach drüber laufen lässt, um rauszufinden, wer vielleicht einen islamischen Namen hat, wer vielleicht mal irgendwie Banküberweisungen nach Afghanistan durchführt, einfach um es zu screenen, wer im islamistischen Bereich eventuell Kontakt hat. Und ich sage, wir Europäer wollen trotzdem wissen, was macht ihr mit diesen Daten? Ich bin nicht bereit, dass wir einfach die Daten rüberschieben nach Amerika und dann sollen die machen, was immer sie wollen, weil natürlich auch die Sorge mitschwingt, dass die eventuell Firmenspionage, dass andere Sachen auch noch mitlaufen. Und deswegen müssen wir als Parlamentarier dafür sorgen, ja, wir wollen die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten, wir wollen miteinander gegen den Terror kämpfen, natürlich. Ja, natürlich, aber wir wollen das auf Grundlage unserer Datenschutzstandards und das müssen auch die Amerikaner verstehen. Ja, und jetzt wollen wir aber in Straßburg
in der übernächsten Woche dazu was sagen. Genau. Und das Abkommen soll aber am 1. Februar in Kraft treten. Richtig, ja. Das ist leider ein Problem zwischen dem Rat, also den Innenministern, und uns im Parlament, weil sozusagen der offizielle Text dieses Abkommens uns erst jetzt diesen Montag am 25. Januar zugegangen ist und damit jetzt leider Gottes eine lange Verzögerung gegeben hat. Das ist auch nicht fair gewesen vom Ministerrat, von den Ministern, dass das so spät gekommen ist. Aber trotzdem sage ich, es liegt jetzt bei uns und jetzt müssen wir als Parlament auch fair damit umgehen, entscheiden. Und für die EVP-Fraktion ist auch klar, wir hören uns jetzt die Argumente an. Wir möchten uns überzeugen lassen von den Innenministern, warum ist die Zusammenarbeit notwendig. Und dann werden wir auch seriös entscheiden. Und wenn wir Nein sagen, was geschieht dann? Ja, wenn wir Nein sagen, dann haben die Amerikaner zunächst mal keinen Zugriff auf die Daten und dann müssen wir wieder neu verhandeln. Kann man mit den Amerikanern verhandeln darüber? Ja, doch, man kann mit den Amerikanern schon verhandeln. Und man muss sehen, wir brauchen uns gegenseitig. Ja, ja. Aber jetzt habe ich noch gelesen in der Zeitung, die EU verschafft die Überwachung von Fluggästen. Also ich muss jetzt auch nach New York für die Konferenz Peking Plus 15, weißt du, die berühmte Frauenkonferenz. Ja. Und jetzt sehe ich hier, künftig sollen auch auf innereuropäischen Flügen und natürlich auf den anderen private Daten der Passagiere wie Kreditkartennummern, Anschrift, Vorlieben bei der Bordverpflegung von den Sicherheitsbehörden erfasst werden. Was sagst du denn dazu? Das ist ein Vorschlag, den letzte Woche auch die europäischen Innenminister in Spanien beschlossen haben. Ich kann dazu nur sagen, mir liegen derzeit keine Belege vor, dass das ganze Datensammeln, was wir da machen, immer mehr Daten, alles wird immer besser überwacht, dass das wirklich einen Sicherheitsgewinn bringt. Und deswegen sage ich schon, wenn so Vorschläge jetzt entwickelt werden von den Innenministern, dann sollen die zu uns ins Parlament kommen und uns davon überzeugen, dass es notwendig ist. Derzeit bin ich davon nicht überzeugt, dass es notwendig ist. Und derzeit, sage ich auch, würde ich auch gegen solche Vorschläge stimmen, weil immer mehr Daten sammeln nicht der Weisheit letzter Schluss ist, nicht die Antwort ist, um Sicherheit zu gewährleisten. Ja, auch die Kreditkartennummer. Und was geschieht denn, wenn jeder meine Kreditkartennummer hat und also, dann, ich weiß nicht, damit Missbrauch treiben kann? Das ist ein anderes Beispiel, zum Beispiel die Frage, ob er vegetarisch ist dann im Flieger und so weiter. Also jeder Terrorist, wenn er weiß, solche Daten werden erfasst, mein Gott, der wird ja dann nichts essen im Flieger und wird da keine Sonderwünsche abgeben. Da wird er nicht sagen, ich esse kein Schweinefleisch. Man glaubt doch nicht ernsthaft, dass man damit die Terroristen finden kann. Und deswegen wirklich gehen wir sehr als Parlament jetzt, das ist wichtig. Die Innenminister machen immer neue Vorschläge, wollen immer mehr Daten haben und wir als Parlament, wir sind gewählte Vertreter unserer Bürger. Und wir vertreten jetzt die Bürgerseite und sagen, stopp mal. Halten wir mal inne, überlegen wir mal, ob das überhaupt alles notwendig ist. Ich würde aber einen anderen Vorschlag machen. Nicht nur über Datensammeln reden, weil da gehen wir schon viel zu weit, sondern ich sage einen anderen Vorschlag, wo unser Hauptproblem heute ist, ist das, dass die Behörden in Europa, in Luxemburg, in Berlin, in Paris, in Wien, dass diese Behörden, die heute gegen den Terrorismus kämpfen, dass die viel zu wenig zusammenarbeiten, dass die viel zu wenig miteinander reden. Mal zusammenarbeiten. Da macht jeder in seinem Land sein Ding, jeder macht seine Überwachung, aber dass man wirklich Daten austauscht, informiert, auch der das Detroit-Problem von vor Weihnachten. Die haben ja auch nicht vernetzt. Die Informationen waren alle da, nur gesprochen hat niemand miteinander. Und deswegen müssen wir die Behörden vernetzen, dann können wir im Antiterrorkampf wirklich was bewegen. Ja, aber man darf auch nicht übertreiben, wie gesagt, mit den Vorlieben für Bordverpflegung und so weiter. Also ist es denn nicht so, das wollen Sie ja jetzt auch für Passagiere innerhalb der Europäischen Union. Wenn ich jetzt nach Frankfurt fliege oder nach Madrid, dann muss das auch alles angegeben werden. Ja. Meine Kreditkartennummer, ob ich lieber Weißwein oder Rotwein trinke und was noch alles, was soll das? Ich habe grundsätzlich schon Vertrauen zu unseren Behörden. Ja. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass die irgendwie da Fehler damit machen oder irgendwas getrickst wird oder so, sondern wenn so Daten gesammelt werden, dann habe ich da Vertrauen zu unseren Behörden. Die wollen unsere Sicherheit garantieren, unsere Beamten, da habe ich Vertrauen dazu. Aber trotzdem stellt sich die Frage, macht denn das Sinn? Es hat schon vor 3, 4 Jahren einmal einen Vorschlag zu diesen Fluggastdaten gegeben, der ist schon mal am Tisch gelegen, ein Gesetz von der Kommission, war schon mal ein Vorschlag am Tisch. Und damals hat es geheißen, wir dokumentieren alle Flüge, die von Europa nach außen gehen. Also aus der Europäischen Union raus, nach Amerika, nach Afrika, was Gott wohin. Und jetzt gehen die Innenminister sogar einen Schritt weiter. Jetzt wollen sie auch alle innereuropäischen Flüge dokumentieren. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, warum das notwendig ist. Man muss ja sehen, die wirklichen schlimmen Gefährder,
wo wir wissen, das sind Menschen, die predigen Hass und Angst. Das sind ja sowieso Menschen, die rund um die Uhr überwacht werden von den Geheimdiensten und von der Polizei. Hoffentlich. Ja, ja. Und deswegen ist es auch nicht notwendig, dass wir alle Fluggastdaten Und wir wollen versuchen, vom Europäischen Parlament aus, dass wir Verstand in diese ganze Debatte bringen. Vielen herzlichen Dank, Manfred, dass du bereit warst, mit mir unsere Zuhörer zu informieren. Ich sage auch merci, dass du reist nur gelauscht hast, da bist geschwind.